Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Gerhard, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute an dieser Veranstaltung teilzunehmen, wenn auch leider nur virtuell. Die Donautourismuskommission hat im Donauraum wahrlich Pionierarbeit geleistet. Aus einer Vision wurde ein bedeutendes Netzwerk für die Schiffs- und Tourismusindustrie, das auch für die Umsetzung der Donauraumstrategie eine wichtige Grundlage bildet. Dafür möchte ich mich bei dir, lieber Herr Präsident, ganz herzlich bedanken. Tourismus ist einer von mehreren Schwerpunkten der Strategie. Eines der wichtigsten Ziele ist unter anderem, den Wohlstand im Donauraum zu steigern. Tourismus ist dafür ein wichtiger Wirtschaftszweig. Was im Speziellen den Tourismus betrifft, so wollen wir vor allem das enorme Potenzial der Donauregion weiterentwickeln und diese Region sozusagen zu einer europäischen und weltweiten Marke machen. Jeder, der schon mal diese Region bereist hat, kennt die vielen Vorteile dieser Tourismusregion. Die wunderschönen Flussufer, die malerischen Landschaften und Orte, die noch weitgehend von der Industrieentwicklung unberührt blieben. Darunter befindet sich auch das größte Natura 2000 Gebiet Europas, das Donaudelta. All das zusammen kombiniert mit den Kulturpfaden wie den Limes, den zahlreichen historischen Städten sowie mit gutem Essen und äußerst gastfreundlichen Menschen kann die Donauregion zu einem unschlagbaren Reiseziel machen. Was allerdings noch fehlt, ist die Region sichtbarer und zugänglicher zu machen. Ich denke dabei an Einrichtungen und Serviceangebote. Dafür ist es notwendig, touristische Angebote zu entwickeln, die sowohl Vogelbeobachtungen als auch Trekking, Klettern oder Fahrradtouren und Angelkurzurlaube erlauben. Damit solche Angebote auch eine entsprechende Nachfrage schaffen, muss natürlich auch die Erreichbarkeit der Region, all ihrer Attraktionen verbessert werden. Ich glaube, das ist nur möglich, wenn wir den Blick auf das gemeinsame Ganze richten und die einzelnen Teile zu einem attraktiven Gesamtbild zusammenfügen können. Nur so wird es möglich sein, wettbewerbsfähige Tourismuspakete zu schnüren, die auch echtes wirtschaftliches Wachstumspotenzial aufweisen. Mehr Touristen bedeuten mehr Arbeitsplätze für die Menschen in der Region. Dies wiederum bedeutet eine höhere Lebensqualität und nicht zuletzt eine stärkere europäische Wirtschaft. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung und freue mich auf Ihre Ideen und Projekte. Vielen Dank.